Guten Morgen, Lebenswasser, hier im Haus und online. Ich freue mich so sehr, wenn jeder einer, der reingekommen ist von dir. Und ich werde was online checken down. Wir wollen von der Wiedergehen in der Botschaft von Investieren bei Gott. Und wo sieht es mit meinen himmlischen Bankräakjninj? Bevor ich dann angehe, ich will ein bisschen ein paar Dinge sagen. Wir sagen dankbar von dir. Und für was sei ich dankbar? Unsere Tochter, die wir letzten Monat in Arusha, Afrika, und wenn sie zurückkommen von dort, von 5 Jahren dort, sondern früher, was bleibt die tollste Sachen von den Menschen, die sie dort und wo die wären? Und dann sieht sie, die haben meist nichts, aber die sind so dankbar. Und dann fange ich mich an zu fragen, warum sie eigentlich nicht dankbar? Und als dort wen ich zu viel habe und ich depende zu sehr an dort, was ich habe und dort, was ich mich geschafft habe. Und ich danke Gott, sehr dankbar, habe eine dankbare Anstellung. Zum bei Gott investieren, braucht dort eine dankbare Anstellung. Noch ein Ding, für was ich sehr dankbar bin, und das ist für Pastor Jacob und Christy Cornelsen, so was unsere Kirchlehrer sind, hier ist das. Uns als Lehrerschaft, ja, das einfach schön mit Ernte schaffen, und ihre Lehrung schaffen. Und wenn jemand von der durch den Tag will sein, und jemand viel wird reden, dann wird dort weiten. Pastor John und Lorna sind manch uns, ich kann John Ola für seine Gut von Reden und Predigen. Ich komme mir auf besagen, von wegen John und Lorna mal der erste Kirchenumfang deuten in Ontario, wie wir in Port von dort. Und mir hat das schon gegangen sein, wo John sein Gift hat, bloß wieder entwickelt, von wo dann wir und wo von der ist und wo praktisch reden kann und predigen. Und da haben wir Gott die Ehre vergeben. Aber wie andere, was hier oben noch mal predigen kann, wir sind ein bisschen aufgänstig, wir haben uns dort schwor und wir haben noch viel zu lernen, aber wir sind noch nicht da, dass ich Prediger gewesen. So, lass uns dort weiten, wenn die Entwicklungen hier ist. 2 Weg 3 fangen wir diese Botschaften an, investieren bei Gott. Und John braucht 3 Wörter in der ersten Botschaft, und dort wir leiftuelend, mitleidend und vergeben. Und bloß hostig, dort sind Dinge, was Jesus braucht, wenn es einer die Erdheim. Haben wir leiftuelig, haben wir mitleidend und haben wir vergebend. Und wenn wir unsere Anstellung leiftuelig anstellen, mitleidend anstellen und Vergebung anstellen, dort wird eine dankbare Anstellung bringen. Und dort wird dein Leben verändern, wenn die eine Lebensweise dort anstellen. Letzten Sonntag reden wir von der Tienel geben und Gott sein wirtschaftliches System für die Israeliten. Für mich wird das sehr wundervoll, gleich dort, das John noch verbringt dort. Und für mich braucht dort sehr rüt, dass Gott sein Plan für unsere Wirtschaft ist, nicht unser Stressleben von finanziellen Sachen. Gott hat es so abgestellt, dass die Israeliten nicht so einen Stress haben, dass sie sollen ein freies Leben haben, finanziellmente, dass sie sollen zu leben haben und dass sie sollen ein Vorwärtskommen haben. Für mich, wenn ich jetzt unter Stress sehe im Business, dann geht mein Produkt rauf, dann sehe ich nicht so produktiv durch den Tag, dann komme ich nicht wieder, dann fällt mir das alle geblockt. So, das ist nicht Gottes Plan für uns. Gottes Plan ist für uns, frei zu leben in unsere finanziellen Sachen. So, was sagt das Neue Testament von freiwillig geben und von der Tienel? Investieren bei Gott. Hast du mal wo ein Investment gemerkt? Oder hast du wo ein Investment? Vielleicht hast du investiert in dein Business. Oder du hast das wo investiert. Einige von ihnen haben Geld ausgelegt, auf eine Samen Interesse, was sie sehen, und sie weiten dort, wenn sie das Geld wollen zurückziehen, dann wollen sie so viel extra zurückziehen. Der andere, der investiert dort wo an und sagt, hey, ich wollte investieren, und was dann du mit das, ab einem Tag, wo wir sagen, wie viele Glück sie. Und dann würden wir noch mal mit der Person reden, oder das Business, wo wir dort investiert haben, und sagen, hey, wo ist mit dem Business? Wo ist mit meinem Geld? Kommt das wieder? Verliert Geld, oder wo ist es? Ein anderer Weg ist, ich kann online investieren, bei vielen Stocks und andere Dinge, und ich kann jeden Tag nachgehen und checken, wo ist es? Geht das noch? Geht das drauf? Merke Geld durch nicht. Und wenn ihr auf einmal würden sein, dort fängt an Geld zu verlieren, und ihr hören an der News, dass der Stock, der hier drauf, dann würde ich auf einmal sagen, hey, ich pull mein Geld raus, wenn ich will mein Kapital holen.
Und dort sagt er, gut, aber wenn die dort nicht nur sein tun und die niemals würden in eine Bankaccount angehen oder in eine Investierung-Account angehen, dann auf einmal wird die kicken und sagen, ich habe $1000 investiert, die sind $100 bei, was passiert? Wenn wir nicht kicken tun, dann weiß wir nicht, was angeht. Wenn die nicht in dem Business kicken, wo die eine Nummer sind, und du nicht was am Raum gibst, dann bist du im Trouble. Wenn du weißt nicht, dass das nicht geht oder dass das drauf geht. So, was ist das mit deinem himmlischen Bankaccount? Hast du geinvestiert bei Gott? Und was ist das mit deiner Investierung? Wir wollen von der in 2. Korinther 8:9 checken, aber bevor ich das lesen, da will ich Lukas Kapitel 12, Vers 21 lesen, und hier wo wir Luther nur 3 kommen. So ging den dort, der viel für sich, der sich selbst Schutz sammelt und nicht recht wir für Gott. Er sagt, so ging den dort, was bloß für sich selbst schaffen dort und nicht investieren dort bei Gott. So, wo ging den dort? Wo wir auf eine Botschaft kommen. In 2. Korinther 8, Vers 1, du fängst Paulus an zu reden von der Kirche in Mazedonien und er sagt, unsere Brüder, uns ist es darum zu tun, dass die weiten sollen, wo Gott seine Gnade für die Gemeinde in Mazedonien getan hat. Ich will nicht sagen, ich will nicht weiten lassen, wo Gott seine Gnade zu Lebenswasser war das. Gott seine Scheinheit der Rand uns hängen und weil wir dort niemals vergessen, dass wir sind von der, wo wir sind, und nicht bloß wir haben gewassen, viele Kirchen in dieser Umgehung haben gewassen, und dort ist, wenn Gott seine Scheinheit Rand uns hängen. Wir sind hier von der, bloß durch Gott seine Gnade, wenn Gott es gut gewasst zu uns. So, wenn wir denken und geben und investieren, dann kommt uns vielleicht die Frage ab, mit was für einer Anstellung soll ich geben, mit was für einer Anstellung soll ich das tun? In 2. Korinther 8, Vers 2, da haben wir was wieder, und das wahrlich mit Frieden und von Horten. In der nächsten Vers, wo wir die wieder sein. 2. Kapitel 8, Vers 2. Er sagt, von der Gemeinde, wo Gott seine Gnade so groß wird, dann sagt er, die sind in ihrer Trübsal, in der sie so hart versucht worden, standhaft geblieben, und wenn sie auch sehr arm sind, haben sie doch Jahren richtig gegeben. Er sagt, dass die Kirche ging durch eine schwere Zeit durch, und vielleicht bist du von der in der schweren Zeit bin, und du kannst nicht in Wahrheit reich sein. Die Kirche wird danach wahrlich Jahren richtig zu geben. In Vers 4, und ganz aus sich selbst brachten sie uns mitzuhalten, zu drehen, der Heilige zu unterstützen. Und dürft gleiche Prache zum geben. Sie geben ganz frei aus sich selbst. Sie geben Jahren selbst zum, das Wort Gottes unterstützen. Das wir nicht unbedingt bloß zum der Kirche unterstützen, aber das wir zum das ganze Wort von Jesus Christus zu unterstützen. Vers 8, ich sei das nicht aus dem Gebot, aber weil andere so ewig sind, muss ich sein, wo wahrlich die sind zum Geben. Er sagt, wir wären andere, die wären ewig zum Geben. Und er sagt, da würde ich wollen sein, wo wahrlich die sind zum Geben. Und ich kann an das denken, about einen Monat 3, dann wäre ich hier in der Kirche, dann schaut mein Onkel zu mir und sagt, hey, wo kommt ihr wieder mit den Bü? Ich sage, hey, wir haben Gebüt, so weit aus, was wir ans Geld haben, und wir wollen bald mehr für Jesus haben, dann wollen wir wieder bühen. Dann sagt er, hey, seid zu denen, wer sich da am Tämmern hat, er kann 200.000 Päuser holen, von dort und dort geschafft zum bühen. Dort ist ewig Reut sein zum Geben. Fährt ob was du erst sagen, hey, holt so und so viel Reut und gebt. Wenn wir wollen sein, dass Gott sein Wort wieder geht. 2. Korinther 8, Vers 12 sagt, wenn einer wahrlich ist zum Geben, wenn ich wahrlich sie zum Geben, ist der Guf bei Gott angenommen. Du nur aus was ich habe und nicht du nur aus was ich nicht habe. Wo soll wir geben? Wahrlich. Wahrlich geben. Meint das nicht, wenn ich wahrlich geben darf, dass bei mir dann alles wird leer drehen und ich keine Troubles mehr worden sind? No, das meint das nicht. Gott verspricht uns nur nicht, dass wir nicht wollen durch schwere Zeiten gehen. Das ist Kirche ging durch eine schwere Zeit. Ich hatte davor in meinem Business, wenn ich gegeben darf, du kommst in schwere Zeiten. Aber weißt du was, wenn die wahrlich sind zu geben, dann wird Gott sich durch die schwere Zeiten noch halten, ab weh, was die von der nicht sein kann,
en weh wat die niet veergesteld haben. In 2. Korinther 9, Vers 7, da haben, sagt es dit, an jeder soll dort, wat hij sich im Hort vergenommen hat zu geben, mit Frieden geben und nicht mit bematen. Gott ist den Gott, der freiwillig, der mit Frieden gibt. Wo soll ich geben? Vom Horten, frei und nicht mit einem Bemuss und dort freudig tun. So wo kann ich geben? Even in 2. Mose, du schrift all davon, wo sie in der Wüste gingen und sie dort nicht sehen und nicht klonten. Sie vertreten ab Gott, dass er ein Wort geben, was er fehlt, und sie dort in der Stiftshütte bühren, und du geben sie all freiwillig. Wenn ihr das nur lesen, das sind 2. Mose 34, Vers 22, kann ich das nur lesen. Was kann ich geben? Was ist das, was ich geben kann? In 2. Korinther 8, Vers 5. Und das nicht mal so, als wir gehupt haben. Die Übersetzung ist ein bisschen oft für mich. In Englisch sagt es, and they exceeded our expectations. Sie geben mehr, als was von ihnen verlangt, wir sehen sie. Was geben sie? Sie geben erstens sich selbst den Herrn an. Weißt ihr, Schwester, wenn die nicht mit Gott reich tun, dann merkt das ganze Geben und das ganze Investieren in Gott sein Recht kein Sinn. Woran würde ich in was investieren, wo mein Hort nicht bern ist? Wenn ich nicht mein Hort dabei habe, woran würde ich investieren? So, wenn du Trouble hast, du mit, oder du nicht reich stehst mit Gott, dann spreche ich die Motto von der ersten Tag, zum dort das erste Tragstall mit Gott, sodass Gott kann wieder die sehen und dass du wieder kannst investieren wie Gott. Wenn das Sebastian was mit was du uns merken wirst. Und dann auch uns, ganz nur Gott sein Willen. Erstens geben sie sich Gott an, und dann geben sie sich die Leiterschaft an von der Kirche oder die Leiterschaft von Gott. Geben sie sich an, um mit Gott zu schaffen. Gott gibt das größte Geschenk, und Gott gibt Jesus Christus als eine Investierung. Nicht um diesen Erdball raten, aber um uns als Menschen raten. So nehmt dort an, und gut treu und investiert bei Gott. Wie viel soll ich geben? Das ist immer die erste Frage. Na, wie viel soll ich geben? Habe Gott mal gefragt, wie viel soll ich investieren? Wie viel soll ich geben? 2. Korinther 9, Vers 6 und 7. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer von voller Hang strebt, wird richtig ernten. Für alle, die Firma sind, und viele von ihnen, die wollen das Bezug weiten, aber wenn die einen coolen Karren haben, und die da planten gehen, dort darf eine Studie, wenn der Karren fern abgeht, und der Studie wird wenigstens 1 oder 2 Ohren haben. Aber wenn der bloß eine Ohr hat, und dort eine ferne Ohr ist, der hat zwischen 600 und 700 Kinder Karren. So, wie viel mehr hast du gekriegt von dort, was du gesagt hast? Na, wir würden schon sagen, wenn dort die Firma erleben hast, dann würden die alle so Ricksallen sein, und wir weiten dort über dort Firma Hanuk muss investieren, dass sie dort reinstehen. In unserer Live-Group, da haben wir 2 Firmen, 2 Businessmänner, und das andere ist Debbie Domank, und sie macht immer Ordnung schaffen zwischen uns. Wir in der Businessmänner, die manch sagen, immer den Priester, die sagen, fern, die Firma kriegt bis dort, was sie am Arbeiten tun. Das ist ein bisschen jammern. Firma, die kriegen dort, was wir sehen, dort, wo wir ernten, dort weit wir alle. Wenn wir Schobeln sehen, dann ernten wir Schobeln. Wenn wir Korn sehen, dann ernten wir Korn. Je mehr wir einstreuen, je mehr kriegen wir. So, wenn ich meine Hänge hole, dann kann Gott das nicht sehen, wenn ich Leute nicht schreit. So, wie viel soll ich geben? Gib dort, was die im Hort hast vernommen. Das war dann nächster Vers, sage ich, Vers 7. Und jeder soll dort, was er sich im Hort vernommen hat, mit Frieden geben. Wie viel sollst du geben? Was du vom Horten mit Frieden geben kannst. Wenn man das Geben in Bemuss ist, dann hast du nicht in Sehen. Wenn ich Mott geben, dann kann Gott auch gleich sehen. Und wenn dann lässt du mit einer toten Hand, na, dann wird das noch geben. No, dort mit einer offenen Hand geben, dort mit einer offenen Hand ausstreuen. Und dann halt du mit Gott und fragt Gott, was die Hand soll ich geben. Vielleicht hast du dort eine Samen Geld, vielleicht hast du dort 1%, vielleicht hast du dort dein Tiet, vielleicht sind dort deine Guven. Ich weiß nicht, was das ist, aber Gott und du können dir irgendeine Erholung haben
En Gott wordt te je reden van je horchen worden. Dat zijn jaren 3, wegens wie eenmaal voor Jezus deuten. Ik kom mir nicht tag besagen, hoeveel jaar 3 dat werden. Aber dann vroeg ik Gott, hoeveel zal ik geven? En dat kwam ganz klar aan mij. Die zal 10% geven van wat de B-project wordt zijn. En ik wist niet meer wat de B-project wordt zijn dan. 2 weken later, 3 weken vielleicht, dan hebben we een fresh meeting. Dan hebben we nummers even gekeken en dan kwam de som op. Wat dat zal kosten, dat je bieden naar de maar voor Jezus op je dan duiden. Dan zei ik te God, zet die 5% of zet die 10%? Wij mij weer bloos zo, like, weet je gleich, wo ik zie, weet je gleich, wat ik heb, weet je gleich, wat ik schaffen doe? En God zei bij straight to me, nou, die hier is mir reich. En weet je wat, dan braucht dat vertrouwen op God gaan en dort geven, wat God zu dir gesagt hat. Wenn du Gott seine Stimme hörst, dann folgt dir nur, wenn Gott sagt, prüf mich, und ich werde Himmelsdeur ummerken, und ich werde dich sehen. Weet je wat, dat is niet een boodschap om te zeggen, you know, die geeft en God wat je even zeggen. No, weet je wat, wie zijn al rechtlich gegeven. En dat is waarom we geven kunnen. Maar God wordt je niet om sterk loten, wanneer je geven doen. So, waarom würde ich dann geven sollen? In 2. Korinther 8, Vers 7 sagt, je zijn in alles so recht. In geloven, in reden, in verstehen, in onholen zijn te leven, den anderen. Gott leven Menschen dein. Dat is wie es trägt immer weiter sagen. Gott leven Menschen dein. Wir sind recht in Reden. Wir haben gute Redner, wir haben praktische Reden, Botschaften, die uns trägt, wo wir können annehmen von. Wir können das verstehen. Wir können leben. Wir können wiedergeben. Vor ungefähr einem Monat 3 hatten wir hier einen Mana-Ofen. Ich weiß nicht, welche alle wir. Für das wir hier nicht wären, die haben was gemerkt. Aber was mich Rückstärken deut von dort, wir hatten hier 8 bei 10 Mana, fern auf dem Stage, was zu sehen. Gott hat mir gegeben, ich sie rechtlich gesehen, mit Guven, Gott hat mir gelehrt, ich sie von der Reut zum anderen mitteilen, was Gott für mich getan hat und was Gott mir gelehrt hat. Wir sind recht, dort woran wir geben können. Dort sind all Dinge, die da Reut gemerkt worden von der, für wenn uns nächstes Gebiet, was voll Menschen sind in uns Hauptfeld, zu Menschen lehren und Menschen unterrichten. Wir haben von der all mehr Menschen Reut. Ich habe vorhin gesagt, wo wird dort alle kommen? Von wo wollen die Menschen kommen? Zum Halten, die Menschen, die nicht heute kommen. Und letztens, wenn ich das hier sage, dann sehe ich bloß, man, Gott, der schafft. Gott, das war eine Stopp für uns. Gott, der merkt Menschen Reut. Wenn wir ehrlich sind zu geben, wie ehrlich sind mit zu schaffen, Gott, der hat sein Port. In 2. Korinther 9, Vers 2, der erste Part von dem Vers, letzte Part von dem Vers sagt, jene goudet Beispiel hat, die meiste andere auch motiviert zum Geben. Das ist immer drehend. Wenn wir mutig sind und wir geben tun, und die Menschen sagen, dass, oh, du gehst ein Gebiet an, oder du wirst investiert, und dort dran wieder, dort wird andere Menschen anspornen. Vers 9, Vers 12 sagt, durch diesen Dienst, den je mit den Geben tun, sorge je nicht bloß für dort, was der Herr gebrochen, aber auch dafür, dort viele Gott danken. Weißt du was, wie kann von der euch sein, wo viele Menschen all einen Dank haben können beleben, wem was wie uns Kirche haben gegeben, und dass wir das können ausspreiten über die Welt. Das wäre eng, als hier all viel angegangen in das Gebiet, und hier sind viele Leute gemerkt, die in der Welt ausspreiten, wo Menschen wollen durch Jesus Christus finden können. Und dort ist, wo Menschen wollen danken für was die tun haben, für was wir tun. Dort ist aller mehr aus bloßem Gebiet. Dort ist zum Jesus Christus sein Recht wiederbühen und mehr bringen, nur was Gott hier investiert hat. So investieren wir Gott. Wo ging Jan dort in Lukas Kapitel 12? Wir wollen dort hier hostig evakuieren von Lukas Kapitel 12 von 16 bis 21. Hier vertelt Jesus ein Gleichnis und dort jetzt es steht. Und er vertelt ein Gleichnis und sagt, du wie ein reicher Mann, der von seinem Land eine große Ernte gekriegt hat. Er dachte bei sich selbst, was er tun soll, weil er hat nicht genug Speicherraum, die Ernte nachzubringen. Dann sagt er, das ist, was ich tun will. Ich will mein Speicher durchbringen in einen Gratraum bauen. Und dann
En daar ben waar ik al mijn getreed en mijn zaken hou. Want dit klikt een klikje op hier en daar, dan wordt we zeggen, man, dat weer een wijze businessman. Hij bracht doel wat hij heeft, waarin hij wat meer ruim merken, omdat de alle naam brengt, dat alle wat goed bewaard blijven. En dat werkt goed. Dat weer niks met aardig. Maar wat weer zijn aanstelling te hingen, waarin wat wil hij dat alle en een spekker aan doen, waarin wat wil hij dat alle opbewahren. Dat weer ze stört. En dan wil ik te mijn Seil sagen, du hast veel roet en groter verroet opgespekkt. Nu zie ruhig en eet en drink en zie moutig. Wat weer zijn aanstelling? Nu heb ik veel voor mij opgespekkt. Nu heb ik veel verroet. Nu heb ik veel voor mij. Dat is voor mij zelfs. Ik kan mij niet de beinen van onderdoen en bloos schijnen laten. Wir dort investieren bei Gott. Gott sagt, du nur, diese Nacht wird deine Säule von dir gefordert worden. Und wer wird dort dann stehen, was du wachgelegt hast? Wo jetzt dein Investment haben? Als dort alles bloß, dort ich kann ein besseres Leben haben? Da ich bloß mein Investment, dort ich kann ein besseres Leben haben? Ich loslasse und schreiben, dort ging von ungefähr so steht. Ich habe das nicht erholen. Aber wie Gott sieht, so steht. Ich gebe die nicht mehr, dort die bloß kostet dein Lifestyle, Hacher anstellen. Ich gebe die mehr und ich sehe die mit mehr, sodass die kost mehr wiedergeben. Wo ist deine Investierung? Und was ist du investieren? Er sagt, so was den dort tun, der für sich selbst ein Schatz sammelt und aber nicht recht ist wie Gott. Bist du recht towards Gott oder bist du bloß recht dich selbst? So, wo ist unsere Investierung angegangen? Ich wollte hier 2 Nummern geben. In 2014, wie wir hier bei Lebenswasser, 265 Menschen. Dort ist aber halb so viel, als was wir hier nie bei sind. Dort wir uns average, und es sind noch Samaris. Von der, das Jahr, sind wir von ungefähr bei 1070. Wenn uns das wieder gehen würde, dann würden wir im 5 Jahr wieder bei 2150 sein, und im 10 Jahr wieder bei 4000. Dort kann mal passieren, und das hat mal passiert, wenn jemand investiert in Gott sein Recht. Da je wieder investieren in Gott? Ich würde fragen, dass du abstehen für die Gebet. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank für was wir sein können, was du gesehen hast. Herr, ich sage dir Dank für was wir in die investieren tun, dass du da mehr von merkst. Und Herr, ich frage bloß, dass du uns was offene Horten geben, zu investieren. Herr, gib uns Life in Frieden und Fried zu investieren für dein Recht. Herr, ich sage dir Dank für was jeder einer was hier gegeben hat und was du in den Lebens geschafft hast. Herr, ich sage dir Dank für was wie dein Wort verbreitet wird von dir. Nicht bloß durch unsere Kirche, aber durch viele verschiedene. Und Herr, ich sage dir Dank, dass du uns gesehen hast. Und Herr, ich frage bloß, dass du unsere Horten was anschieren und dass wir wollen in dein Sehen leben und dass wir wollen frühgebrig sein. Amen.